Der Güetzi-Dieb. «So, das hätten wir geschafft», sagt Frau Koller. Sie stellt den schweren Korb ab und beschliesst die Haustür auf. «Güetzi backen», stürmt Paula. Sie ist 3-jährig und hat ihren roten Skianzug an. Der Kurt, ihr Bruder, ist schon 5 Jahre älter und geht in die 2. Klasse. Hinter der Tür hört man ein kurzes «Wuff». Dort meldet sich der Fridolin, der Dackel, der sich über das Heimkommen der Familie freut. «Kurt, du solltest noch mit dem Fridolin raus, bevor wir mit dem Güetzi-Backen anfangen. Wir warten auf dich.» Eine halbe Stunde später geht es in der Küche von Kollers hoch zu und her. Der Kurt darf alles abwägen, die Paula darf die Küchenmaschine anstellen und die Mami liest aus dem Rezeptbuch vor, was alles in die Schüssel kommt. Dann fettet der Kurt das Blech ein. Der Teig wird ausgerollt und die Güetzi ausgestochen. Die Paula mag die Sternli und die Monde am liebsten und der Kurt, der probiert einfach alle anderen Förmchen aus. Und alle probieren immer wieder den Teig. Ist der gut. Fast so gut wie die fertigen Mailänderli. Es ist ein altes Familienrezept. Die Mami stellt das Backblech mit der verzierten Güetzi zum Auskühlen auf den Balkon raus und sagt, damit wir die Ersten probieren können, wenn nachher Tante Ella und der Onkel Fritz zum Kaffee kommen. Der Kurt muss noch Aufzüge machen und Paula spielt unterdessen mit ihren Lego. Da läutet's. 3-mal kurz und 2-mal lang. «Das sind sie», ruft der Kurt. «Der Onkel Fritz, der läutet doch immer so.» «Bei euch schmeckt's ja schon richtig nach Weihnachten», ruft der Onkel Fritz und schnuppert. «Zieht doch die Mänteln ab, ihr dürft gerade probieren. Mailänderli, der Grossmutter ihres alten Familienrezept», sagt die Mami und geht auf den Balkon. Plötzlich hört man einen Schrei. «Hilfe, die Güetzi sind weg!» Auf dem Balkontisch steht nur noch das leere Blech und ein Haufen Brösmeli. «Die Vögel?» fragt Tante Ella mit einem Blick aufs Vogelhaus. «Röppi?» überlegt der Kurt, weil vom oberen Balkon hängt eine Schnur und ein Angelhaken runter. «Wart nur, wenn ich den verwünsche!» «Nein, ich habe den richtigen Räuber», ruft der Onkel Fritz und hebt sich der Bauch vor Lachen. Er zeigt auf einen Fridolin, der unter dem Sofa liegt. Zmitzt in einem Haufen Brösmeli. Schuldbewusst blinzelt er mit seinen grossen Dackelaugen. Und dann seufzt er. Es geht ihm gar nicht gut. Der Grossmutter ihres Rezept hat es in sich. Ein ganzes Pfund Anken und 8 Eier. Das holt der stärkste Dackel um, sagt Tante Ella. Schaut doch, dem ist wirklich Hundeelend.